Ist das so ein Wasserschwein oder wie das heißt? Ja, ist es. Ein Papengu oder so heißen die Dinger. Hallo. Ich bin ein Wasserschwein. Siehste? Cool. Sicher, sie siehst auch so aus. Ja, aber das ist noch nicht alles. Ja, oh, so. Ich bin ein trauriges Wasserschwein. Oh nein. Was hat dich so unglücklich gemacht, Schweinchen? Guten Tag, ihr Leute. Gucke mal da. Weiter geht's mit Mailtime. Ich habe mich mal ein bisschen hier hochgehangelt. Wir müssen wir schon mal gar nichts. Wir wollen eigentlich da hoch. Na, nicht hinsetzen, Mädel. So, also. Ich würde ja gerne so weit wie möglich hochgehen, aber irgendwie klappt das nicht so gut, wie ich mir das vorstelle. Jetzt pass auf, wenn ich jetzt da rüber hüpfe, dann könnte ich da rüber gehen, aber bringt das irgendwas? Also ist da eigentlich so ein leuchtender Apfel da drüben? Komm, wir probieren es mal. Ja. Ja, so, das sieht doch gut aus. Gucke. So, was ist das für ein lustiger Apfel? Der ist aber hübsch. Ja, der bringt halt nur nichts. Egal. Jetzt können wir darüber gehen. So. Ist doch schon mal was. Hat's jetzt irgendwie uns in irgendeiner Form weitergebracht? Irgendwie nicht, ne? Was machen wir denn hier? Okay. Also, wir müssen dem... Wo wohnt denn der Eckbert? Da unten. Und der wohnt oben drüber. Also, wir müssen da wirklich da hinten... Da müssen wir wirklich hin. Jetzt da runtergehen. Was machen diese ganzen Würfel hier eigentlich? So, jetzt ist natürlich das, wo ich am meisten Angst davor habe. Also ich habe ja in der ersten Folge schon probiert, da rüber durchzufliegen. Das hat nicht funktioniert. Man muss wirklich da auf die Schaukel hüpfen. Und das ist schwer. Aber machbar. Ja, ganz einfach. Ha, da ist er. Der sieht lustig aus. Hallo, Punk. Respekt, Kid. Das war groß. Ja, gell? Danke. Moment mal, was? Hier hochzukommen ohne, weißt du, Flügel. Flügel müssen verdammt praktisch sein. Überall hinzukommen ist ein Kinderspiel. Oder sollte ich sagen, in der Brise? Diese Grammatik, hey. Ja, der lacht uns auch aus. Du bist ein lustiger Bursche. Ich bin eine Burschin. Ich bin ein Mädelmann. Du bist einer. Ich bin eine. Ich bin eine von diesen Mail-Scouts, oder? Melde mich zum Dienst. Also, was geht ab? Das ist, was ich gesagt habe. Hä? Wann? Achso, warte. Ich erinnere mich. Egal. Oder auch nicht. Also, ich habe mit Egbert gesprochen und gesagt, was geht ab? Ich kann mir den Gesichtsausdruck gar nicht vorstellen. Das muss den Opa ganz schön aus dem Konzept gebracht haben. Ja, kann ich behaupten, dass er es verstanden hat. Er hat mir gesagt, ich soll dir das geben. Bla 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 bla, bla 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 bla, Lehrmusik, dritter Schlag. Dritter Schlag? Offizielle Verwarnung. Das sind sicher viele Worte. Wirklich schade, dass ich sie nicht lese. Meine Seele ist voller Musik und die muss raus. Verstehst du? Nee, das wäre unprofessionell. Was, das wäre unprofessionell, das zu verstehen? Ach so, du sprichst von der Musiksache. Hä? Ich verstehe gerade gar nichts. Also, auch ich genieße meine Tunes von Zeit zu Zeit. Ja, same, same, Kumpel. Aber ich kann nichts dafür, dass mein Lied nicht nett und gechillt ist. Ich bin einfach nicht wie andere Vögel. Naja, ich mache nur Spaß. Andere Vögel sind gechillt. Sogar Cass. Ach, Cass ist auch ein Vogel. Ah ja, zu dem müssen wir auch noch. Wer? Da macht dir keine Sorgen. Du wirst ihm begegnen, wenn du cool genug bist. Also, was ist mit Egberts Brief? Sag ihm einfach, was auch immer. Unglücklicherweise kann ich keine gesprochenen Worte zustellen. Sogar etwas so Bewegendes. Tja, ja. Geht das? Das ist eine benutzte Serviette. Mit Wachsstiftschrift drauf. Und vor allem eine Briefmarke. Also ich denke, nach dem Mail-Scout-Handbuch ist das ein Brief. Ja, ich bin auf dem Weg zu Egbert. Warte eine Sekunde. Pro-Tipp von Klärmeister. Ach so, von ihr. Ach, das ist eine sie. Behalten, um im Wind nach unten zu... Wow.
Nett und gechillt. Danke, danke, ich probier's aus. Ja, danke, aber dazu muss man sagen, es gibt keinen Fallschaden. So. Hi, Kido. Wie läuft der ganze Mail-Gig? Ja, scheint okay zu sein. Mir war gar nicht klar, wie viel man bei der Postzustellung reden muss. Ich dachte, du gibst einfach den Brief ab und gehst. Aber es ist schön, Leute kennenzulernen. Ja, viele Leute hier sind wirklich gechillt. Außer Eggy Berti da drüben. Oh, das erinnert mich. Hast du ihm meine Nachricht schon gegeben? Nee, noch nicht. Ich habe vor 2 Sekunden erst aufgehört hier. Ja, egal. Ja, so, ich bin dabei. Jetzt gucken wir uns erstmal ein bisschen um. Ich kann jetzt nämlich hier... Ich kann da rüber hüpfen, oder? Wir schaffen das! Wir schaffen das! Jawohl! Da kommt ein Regenwurm. Also eine Mischung aus Lego und Regenwurm. Hallo? Regenwurm. Okay, wir sind zumindest hier oben drauf. Ja, ich wollte ja eigentlich aufs Häuslein. Und jetzt habe ich einen neuen Brief. Und wir wollen ja eigentlich, ich habe ja euch versprochen, dass wir zumindest einen Brief abgeben. Oh, was gibt's denn hier? Ja, schön. Ordentlich ein Picknick hier. Mit Mumilch. Oh, da ist... Ach, das ist ein Hamster. Gucke. Du musst Ham sein. Ich bin Ham. Ham heiß ich. Marmelade verspeis ich. Wow. Ich mag auch Sport, Lesen und lange Läufe am Strand. Aber die reimen sich nicht auf meinen Namen. Schade. Reimen sich nicht auf seinen Namen, ja. Wer hat Schuld, dass seine Liebschaften sich nicht auf seinen Namen reimen? So schmerzhaft. Und auch uncool. Okay, Shakespeare, sorge für Ordnung. Ich gehe mal davon aus, auf Englisch hat sich das wohl gereimt. Egal. Ich bin mit einer Love Quest unterwegs. Sorry, ich selbst bin für Romantik nicht wirklich zu haben. Aber du scheinst eine lustige Person zu sein. Ich bin sicher, dass du bald jemanden Guten finden wirst. Das ist nicht für mich. Lies das. Brandheißer Klatsch, direkt von der Quelle. Wenn ich das richtig verstehe, Haley möchte einen Löffel von mir? An dieser Stelle ist jede Information bezüglich des Liebeslöffels willkommen. Oh, aber ich bin da auch sehr interessiert. Wenn du zufällig einen hast, umso besser. Von größter Wichtigkeit, ne? Wesentlich für mein Glück. Hör schon auf zu lesen und gib dem Scout ein paar Löffelinfos. Hey, sei nett, Brief. Auch extrem durchtrainierte Hamster haben Gefühle, weißt du? Ich glaube, Haley ist einfach etwas nervös. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, um was es bei der ganzen Liebeslöffel-Nummer eigentlich geht. Aber ich kenne mich in Liebesangelegenheiten aus. Ich dachte, das heißt für Romantik nicht zu haben. Nicht aus erster Hand natürlich. Keine Lust mehr, Sexualkrankheiten zuzuziehen. Aber in meinen Büchern ist Liebe immer gleich Drama. Eine große Geste, wie durch den Regen zu seinen Liebsten zu rennen. Eine Boombox hochhalten. Keine Ahnung, sowas wie das. Wie war die Frage noch gleich? Ich habe jetzt eigentlich eine andere Frage. War da ein sehr gut aussehender Mann mit nacktem Oberkörper auf diesen Liebesroman-Covern abgebildet? Ja, wie hast du das gewusst? In was für eine Richtung läuft denn das jetzt hier gerade ab? Nur so ein Gefühl. Ja, man weiß doch, je schöner der Mann, desto wahrer seine Worte. Wie auch immer. Damit ist der Liebesteil dieses Liebeslöffel-Dings abgehakt, richtig? Ich denke, ich kann dir einen Löffel geben. Ich habe 2. Mein wunderbarer, fantastischer, riesiger Löffel für effizientes Futtern. Und einen kleinen Löffel. Ich muss viel schnell essen, also kann ich dir das nicht geben, obwohl es besser ist. Mit einem kleinen Löffel kann man einfach nicht richtig reinhauen. Es passt einfach nicht annähernd genug Essen rein. Für einen Buff musst du eine Menge essen. Du musst nicht das ganze Essen auf einem Löffel unterbringen, weißt du? Stattdessen nimmst du Portionen mit einem kleineren Löffel. Fake. Wie auch immer, es ist okay. Haley sagt, ein Liebeslöffel ist sowieso nicht normal. Aber danke für das Angebot. Ja, ich werde meinen Rat wenigstens aufschreiben. Vielleicht kann sie ihn noch brauchen. Oh, warum fragst du eigentlich nicht Toff nach dem Liebeslöffel? Im Ernst, Toff weiß davon? Toff und Donna sind gute Freunde. Ach so, vielleicht haben sie etwas drüber sagen hören, wer weiß. Ah, prima Idee. Das ist wirklich eine gute Idee. So, aber erst gucke ich mich hier noch ein bisschen um. Oh, da oben ist noch ein Wurm. Wurm, bleib hier. Ach, guck mal da. Zu dir muss ich auch. Du bist Söckchen, glaube ich, gell? Richtig? Söckchen? Brief für Söckchen? Das sind wir. Wieso wir? Ah, okay. Die sind Söckchen. Gib her. Wer? Wer hat geschickt? Yeah.
Oh, es ist von Schälchen. Mhm. Shelby, die Schildkröte? Nicht wissen. Darf keine wichtige Person sein. Ja. Okay. Was sagen? Soll ich den Brief öffnen? Ja, ja. Section keine 10 mehr. Ihr habt keine 10? Nicht seit Unfall. Naja, kein Unfall. Lange Geschichte. Kein C, kein Umschlag mit Griff. Peter tun. Schnell aufmachen. Ja, aber das Mail-Scout-Protokoll erlaubt mir nicht, fremde Post zu öffnen. Als ob Section interessiert. Schnell aufmachen. Okay. Schälchen möchte wissen, wie deine Vorbereitung auf das Meisterschaftsrennen läuft. Ah, laufen. Freude verbreiten. Ja, aber ihr scheint gerade nicht viel zu laufen, Söckchen. Hast du vergessen, wie? Söckchen niemals vergessen, wie laufen. Oh Papa, guter Läufer. Bringe Söckchen Laufspaß bei. Aber läuft zu viel. Bricht alle Beine. Nein. Oh Papa sagt Laufspaß. Kann ich laufen, kann Spaß haben. Take it easy, auch wichtig. Kapiert? Ja, ich denke schon. Du sagst, dass es wichtig ist, sich auszuruhen und sich nicht zu sehr zu pushen. Sie. Es kann eine Abkürzung geben für schnell sein. Gesund essen, Schnürsenkel binden, nur auf linker Seite schlafen. Völlig egal. Leidenschaft wichtig, Ruhe wichtig. Section schnell rennen in Section gewinnen. Nicht zweifeln. Ich drücke dir die Daumen und 10. War lustig, Zehe zu haben. Genieße, solange geht. Sag Schildkröte, was Söckchen gesagt. Ich kann leider nur Briefe zustellen. Könntest du aufschreiben, was du gesagt hast? Nein, Brief zurücknehmen. Ich sag Schildkröte, was Söckchen sagen. Sicher. Denk ich. Tschüss, Söckchen. Geh, fertig geredet. Komm näher. Still. Schnell. Was los? Keine Zeit für viel Quatschen. Würmer zuhören. Würmer? Söckchen läuft heute. Täglicher Lauf. Danke für den Kontext. Dieses Mal überall Müll. Nein, pfui. Köstlich. Aber jetzt... Warum versteckt sich ein Müll? Bei Söckchens Privatgesprächen zuzuhören. Illegal. Kann ich erlauben. Müll kaputt. Wurm kaputt. Verstehen? Ich will das mal klarstellen. Hier ist überall Müll. Sieh. Und du denkst, dass da Würmer sind im Müllleben? Und die spionieren dir nach? Nein, nur Söckchen. Ganzer Krummelwald. Öffentlicher Dienst, ganzer Wald. Söckchen brauchen Privatsphäre. Söckchen viele gefährliche Geheimnisse kennen. Kann kein Datenleck riskieren. Richtig. Ganz klar, natürlich. Also 5 Müllstücke. Bring's her, Söckchen entsorgen, Beweise weg. Happy End. Na gut, ich besorge euch die 5 Müllstücke. Ja, geh. Rückgabe nur mit Müll. Okay. Alles klar. 5 Müll müssen wir besorgen. Ich behaupte mal, das wird wahrscheinlich alles hier liegen. Also ich habe oben ja schon in der Mülltonne, wer hätte das gedacht, ein Käse gesehen. Hier liegt Geld. Ah, das ist kein Müll. Das ist ein Dingens gewesen. Oh, wer bist denn du? Hallöchen, kleiner Bücherwurm. Ich bin kein Wurm, ich bin ein Häschen. Nein, ein Häschen. Basil das Häschen. Hätte mich täuschen können. Also, Häschen Basil, was liest du? Oh, es ist ein Buch über Geologie. Nichts Besonderes. Nichts Besonderes? Steine sind das Beste. Sag mal, ist das meine Freundin oder was? Die geht auch auf Steine ab. Also, pass auf. Sie ist gerade nicht hier. Und vielleicht, also meine Video guckt sie ja nicht, weil sie jetzt so langweilig sind. Man stellt sich das mal vor, ne? Aber sie kriegt zu Weihnachten von mir... Ich habe einen Namen vergessen. Aber das kriegt sie. Nee, das sind so komische Kristalle und die sind so eckig. Irgendwie ganz viele. Keine Ahnung. Und ein Barit? Ach, was weiß ich. Ihr kriegt Steine von mir. So. Steine. Und einen Adventskalender hat sie von mir gekriegt. Einen Fossilien-Adventskalender, aber mit richtigen Fossilien. Nicht diese Gipsdinger, die du so keine Ahnung, im Kinderladen kriegst. Nee. Ja, egal. So, Steine sind das Beste. Erzähl mir ein Gerücht. Okay. Also Rubine und Saphire, oder? Die roten und blauen Edelsteine? Ja. Anscheinend bestehen sie aus demselben Mineral namens Korund. Ist das nicht schräg? Sie sehen sich überhaupt nicht ähnlich. Oh, das ist unglaublich. Sie sind also wie völlig unterschiedliche Geschwister. Ja, erzähl mir davon.
Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich mit meinen Geschwistern nichts gemein habe. Keiner von ihnen liest so gerne wie ich. Und keiner von ihnen interessiert sich auch nur im geringsten für Geologie. Das ist mir wichtig. Machst du? Was ist denn das für eine Grammatik? Ja. Hör mal, Basil. Also weiter. Lies noch mehr Gerüchte. Und ich werde vorbeischauen, um zu hören, welche coole Sache du als nächstes erfährst. Wow, danke. Ich fange gleich an zu lesen. So, dann müssen wir gleich nochmal anlabern. Hey, ja, hey, ist schon Basil. Kennst du irgendwelche coolen Gerüchte? Warte mal, lass mich sehen. Oh, sieh dir das an. Bevor man bequem auf Papier schreiben konnte, früher haben wir auf Ton- oder Schieferplatten geschrieben. Oh, ich bin echt froh, dass wir damals das Papier erfunden haben. Ich hätte einen viel stabileren Rucksack gebraucht, um diese ganzen Steine zu tragen. Ja, also du wärst Mucki-Scout statt Mail-Scout geworden. Okay, der war wirklich nicht schlecht. Okay, lies weiter. Ja, kann man ihn nochmal anlabern? Willst du noch ein Gerücht hören? Ja. Okay, ich hab noch eins für dich. Wusstest du, dass Bimsstein vulkanischen Ursprungs ist? Das wusste ich. Es ist voller Löcher und so leicht, dass es auf dem Wasser schwimmt. Auch das wusste ich. Schwimmendes Gestein? Die Steine haben schon das Land erobert, jetzt kommt das Meer dran? Wenn Steine fliegen können, ist aus für uns. Vielleicht können sie es schon. Habe ich in meinem Buch noch nicht zu Ende gelesen. Ja, dann liest du besser weiter. Bis später. So. Reicht jetzt auch. Wir sind hier auf der Mission, Müll zu finden. So, da oben liegt schon mal kein Müll. Doch, da hinten liegt irgendwas. Guck, was ist das? Müll. Cool. Müll. Boing. So, gucken wir uns mal um. Also ich weiß es natürlich nicht, aber ich gehe mal stark davon aus, dass der ganze Müll hier zu finden sein muss. Aber ich habe keine Lust, hier wieder hochzukommen. Das war schwer genug, finde ich. Da oben vielleicht. Guck mal da. Was sind das eigentlich für seltsame Blumenzwiebeln da? Bestimmt Tulpen. Ja, Tulpen sind mit die einzigen Blumen, die ich auch wirklich kenne. So. Aber wie soll ich denn da hochkommen? Also zuallererst mal muss ich darüber, das reicht nicht, pass auf. Hopp. So, da, guck. Ah, ich dachte, den kann man mitnehmen, den Käsewürfel da. Nee, okay, dann halt nicht. Wie komme ich da hoch? Nicht den Rand hoch. Den Baum. Mal ein bisschen. Ach, da drüben geht's noch weiter, guck mal. Ah, und da habe ich auch gerade was gesehen. Guck mal hier. Was ist das? Ich habe irgendwas gefunden. Keine Ahnung. Ah, da hinten. Also, Appelgrutze. Appelgrutze. So, gut. Wie viel Müll habe ich denn jetzt? Zeig ich mal kurz her. Apfelkern. Ein Rosenquarzkristall. Wo habe ich denn den her? Egal, eine zerbrochene Flasche für Socks. Also auch für Socks. Eine Serviette. Alles klar. Wir wollen ja jetzt erstmal darüber gehen, weil was können? In den Bambuswald. Habe ich eigentlich schon einen Brief zugestellt? Mehr oder weniger. Ja, einen habe ich zugestellt, so. So, ist das so ein Wasserschwein oder wie das heißt? Ja, ist es. Ein Papengu oder so heißen die Dinge. Hallo. Ich bin ein Wasserschwein. Siehste? Cool. Sicher, sie siehst auch so aus. Ja, aber das ist noch nicht alles. Ja, oh, so. Ich bin ein trauriges Wasserschwein. Oh nein. Was hat dich so unglücklich gemacht, Schweinchen? Mein Hut. Er ist weg. Ohne fühle ich mich unvollständig. Wie sieht denn dein Hut aus? Er ist rund und orange und riecht irgendwie nach Zitrusfrucht. Also ist es eine kleine Orange? Nein, es ist ein Hut. Mein Hut. Bist du sicher, dass es keine Orange ist? Ja, eine Orange ist eine Frucht und das ist ein Hut. Aber wenn es dir hilft, dir meinen Hut als Orange vorzustellen, dann kannst du es als Orange betrachten. Aber es ist keine Orange, es ist ein Hut. Okay. Also ich werde mal nach einem Hut mit Orangenform Ausschau halten. Ich lasse es dich wissen, wenn ich etwas finde. Danke, danke, danke. Wenn du mich brauchst, ich bin hier und mache ein Nickerchen. Damit ich meinen Hut wenigstens im Traum tragen kann. Bis später. So, jetzt pennt er wirklich. Kann ich ihn nicht nochmal anlabern? Max? Er schläft. Aber irgendwie habe ich vergessen, was ich machen wollte. Vielleicht soll ich ihn weg. Hut. Ich vermisse dich. Mein lieber Hut, der genau wie eine kleine Orange aussieht, um genau zu sein. Ja, das war's. Ich muss einen Hut finden, der wie eine kleine Orange aussieht. Was ist mit dem da?
Das ist doch... oder ist das jetzt eher eine Mandarine? Hey, okay, ich habe ihn schon gefunden. Na, das ging schnell. Jetzt gucke ich mich trotzdem noch um. Super, hier sind überall Orangen und Mandarinen. Da oben gibt es wieder einen Pilzextrakt, oder wie das heißt. So, mal hier umgucken, ne? Ja, ich hab's euch gesagt, wir gehen noch in das Kristallding hinter dem Wasserfall. Aber erstmal braucht der seinen Hut. Wo ist er denn jetzt? Hallo? Ah, da. Komm mal her. Ich habe einen Hut für dich. Hut. Max. Hä? Bist du wach? Ja, bin ich jetzt. Wie sieht's aus? Ja, was los ist? Ist dein Hut, weil das oben auf deinen Kopf kommt. Verstehe, es ist, weil... Kopf oben, ja, egal. Dein Hut, tada! Oh, mein Hut! Danke, danke, danke. Ich werde ihn nie wieder verlieren. Ich muss zugeben, den Hut kann man leicht verlieren, wo es Orangen so ähnlich ist. Du hast meinen Hut unter den Milliarden von Orangen gefunden. Es hat offensichtlich eine ausgeprägte Hutenergie. Sicher, wir werden es als solches verbuchen. Und nicht meine überragenden Suchfertigkeiten. Danke nochmal, Peter. Ab jetzt werde ich immer an dich denken, wenn ich meinen Hut trage. Ach, die höchste Ehre. See ya. Tschö. Okay, das ging schnell. Das ging wirklich sehr schnell. Jetzt... Ja, da kann man dann... Raus da. Hoch. Muss man wieder hochspringen. Ach, guck mal da. Vielleicht kann ich da rüberfliegen. So. Nee, das wird nix. Kann ich auch die Dinger da dran? Nee. Will ich denn da rüberkommen? Ah. Oh. Okay, nee, das ist nicht Mario, wo das irgendwie... So. Ah, hätte ich da vielleicht drauf fliegen können. Pass auf, probieren wir nochmal. Komm, ein Versuch machen wir noch. Ha? So, gut. Hopp. Jetzt, da ist ein Froschi. Hallo, kleiner Froschi. Bist du Detektiv Frosch? Ja, ich hab dich erwartet. Oh, wirklich? Kannst du mir dann helfen, Greg zu finden? Ja. Ja. Warte. Nein. Ach, nicht schon wieder. Nun, könnte ich. Hä? Ich dachte bloß, du warst hier, um meinen bezaubernden Lied zu lauschen. Vielleicht stelle ich mir selbst einen Plattenvertrag zu. Oh nein, ich bin wirklich nur wegen Greg gekommen. Greg ist mein bester Bärenfreund, aber er muss immer im Mittelpunkt stehen. Er ist ein Bär? Was? Nun, also, du bist der Erste, der nicht erstaunt ist, dass ich einen Freund habe. Schön. Also, wo ist er dann? Sollte leicht zu merken sein, wenn er dein bester Freund ist. Er ist da drüben, nur einen Katzensprung entfernt, wenigstens für mich. Für jemanden deiner Statur? Es ist, wie soll ich sagen, ein wenig komplizierter. Ist das ein kleiner Scherz? Das ist unhöflich. Nein, es ist nur so, dass Greg in einer Höhle in einer schwer zugänglichen Gegend lebt. Man muss schon Akrobat sein, um da hochzukommen. Ich bin mir nicht sicher, ob du ein echter Mail-Scout bist. Sie haben mindestens 14 von diesen Mail-Scout-Abzeichen. Oh, ich habe noch nicht so viele. Ich brauche immer noch 5 Abzeichen mehr. Na, dann solltest du dir die vielleicht zuerst holen. Weißt du wie? Ja, ich kann es mal im Handbuch sehen. Es listet alle Abzeichen auf und was man tun muss, um sie zu bekommen. Oh, das wusste ich nicht. Kudio. Genau, verdien dir mindestens noch 5 Abzeichen und komm wieder. Ich werde auf dich warten. Okay, er wird auf mich warten. Aber ich werde gucken, was das da oben ist. Ich weiß es nicht, was es ist. So, ach so, um da rüber zu kommen wahrscheinlich. So, dann machen wir halt hier so weiter. Das war zu früh losgelassen, das war nicht gut. Egal. Wir gehen jetzt unter den Wasserfall. Der jetzt ziemlich genau unter mir sein müsste. Ja, ist er. So. Achso, bin noch gar nicht ganz unten. So. Versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. Wir sind hier im schönen Wasserfall. Nicht Wasserfall. Wie heißt's denn? In der schönen Kristallhöhle. Mann. Jetzt wusste ich nicht mehr, was Höhle heißt. Warte mal, da habe ich oben gleich. Oh. Ist aber wirklich schön. Guck doch mal.
glitzert alles. Okay. Irgendwie hochkommen. Ja, hopp. So. Was ist das hier? Da drüben sehe ich... Ah, guck mal, da ist wer. Ah, hat geschafft. Hat geschafft. Ach, guck mal, das ist er doch. Den suche ich doch, oder? Ja, Junge. Dieses Outfit. Ja? Das ist genial. So ein gewagter Einsatz von Farbe. Und diese Haarfarbe kombiniert mit einem Hut. Parfait. Was ist Parfait? Danke. Habe ich selber ausgesucht. Nee, das war ich. Also irgendwann musst du mich stylen. Mein Name ist Cass. Ich heiße Peter. Denk dran, wir haben uns noch nie gesehen. Was jetzt? Das super geheime Passwort? Oh, ja, sicher. Hallo, Kollege Superspion. Wie läuft's mit der Arbeit? Irene hat mir einen Brief geschickt und möchte einen Statusbericht. Oh, mon Dieu. Meine Liebe. Es geht kein winziges Stückchen voran, fürchte ich. Was soll ich sagen? Dass du fertig bist mit deiner Arbeit? Nein. Ich könnte dem Kommandanten niemals ins Gesicht lügen. Oh. Aber du scheinst sehr beschäftigt gewesen zu sein. Na, das ist alles Schrott. Schrott, sag ich dir. Nix Brauchbares. Nix. Perfekt. Perfekt? Warum muss es denn immer perfekt sein? Was? Es ist noch in Arbeit, oder? Eine Skizze ist noch nicht sofort eine fertige Arbeit. Nun, ich denke, dass ich mehr als genug Skizzen habe. Siehst du? Das ist nicht gerade nichts. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das in der Branche so nennen. Etwas. Okay, fein. Du kannst Irene die Skizze zeigen, aber bitte versichere ihr, dass das Endprodukt sicherlich nicht so sein wird. Ja. Keine Sorge, ich werde sie dran erinnern. Ich schaudere bei dem Gedanken an ihren richtenden Blick. Schnell, entferne dieses schäbige Kritzel sofort aus meinem Blickfeld. Okay, ich habe ein neues Abzeichen gekriegt. So, hast du noch eine Aufgabe für mich? Hi, Cass. Grüße. Denk dran, wir haben uns noch nie gesehen. Schon okay, Peter. Ich denke, ich kann dir jetzt vertrauen. Warum bist du hier? Bin mir nicht sicher. Hatte ich etwas auszuliefern? Ja, ich habe dir eine Zeichnung von mir gegeben, um sie Irene zu zeigen. Ach, das war's. Mach's bitte schnell. Je früher du es zustellst, je eher diese grässliche Zeichnung zerstört werden kann. Und weg bin ich. Bon voyage. Aha. Das ist doch Söckchen. Du war böse. Guck mal, das ist die Häsin, der guckt die Sterne so. Moment. Sind der wirklich Spione? Er hat von allen Bildern gemacht. So. Komme ich denn hier eigentlich wieder raus? Ich fliege mal durch den Wasserfall. Okay, so, ich schätze mal, dass ich da rauskomme wieder. Nee, das ist ein... Achso. So, war jetzt gar nicht so mega die Höhle. Ich habe jetzt gedacht, das ist hier ein riesiger neuer Abschnitt, aber schön war's. Schöne Höhle. Kann man nichts sagen. Okay, ja, ich habe ein neues... nee. Ich habe gar keine neue Zeichnung gekriegt von dem Steinehäschen da, gell? Aber ich habe für die Fledermaus was Neues. Und das ist ja auch schon was. So, ob wir das hier irgendwie so hinkriegen. Ja, passt so. Also da drüben ist die Fledermaus. Irgendwo da drüben. Ich weiß nicht genau wo. Ich weiß nur, dass sie umringt ist von Fliegenpilzen. Nee, das ist nix. Ich dachte, das war gerade ein Schild. Nee, das ist ganz was anderes. So, okay, da ist der Dynamitmann. Das ist schon mal gut. Für ihn habe ich aber nichts. So, Fliegenpilze. Das ist lila. Ah, da drüben. Da drüben oben. Da droben. So, guck. Wir müssen zuerst mal ans Schild gehen. Und alle... Ja, ich würde gerne das Brett anschauen. Nur zu. Ja, klar. Also erstmal alle... So, Probe zustellen. Probe zustellen. Probe zustellen. Probe zustellen. Oh, ich habe schon ziemlich viele. Eigentlich alle bis auf einen habe ich schon. Das ist so cool, oder? So. Sollen wir uns einen neuen Hut mal angucken? Also Hut austauschen natürlich. Zeig mal her.
Blau, grün, weiß, haben wir noch nicht. Nee, ich bleib bei meinen. Ja, ist schon, der ist schon in Ordnung. So, das war das. Jetzt haben wir aber hier, ihn müssen wir ja fragen. Ich bin mit einer Absicht hierher gekommen. Oh, erzähl. Ich bin auf einem Quest unterwegs, einem Love-Quest. Tut mir leid, Scout. Du bist mir zu jung. Das ist nicht für mich, das ist für jemand anderen. Donna ist deine Freundin, oder? Correctamundo. Wir sind beide eine Art umherstreifende Sammler. Naja, ich versuche Donnas heimlichen Verehrer zu helfen. Hailey hat mir was von einem Liebeslöffel gehört. Hailey hat etwas von einem Liebeslöffel gehört, an dem Donna Interesse hat. Weißt du zufällig was drüber? Ja, ich weiß das. Okay, super. Könntest du für Hailey ein paar Infos drüber aufschreiben? Nee, ich habe keine Arme. Ach ja, stimmt. Aber du kannst es für mich aufschreiben. Hast du einen Stift? Was für eine Art Mail-Scout wäre ich denn ohne einen Stift? Ist okay, ich glaub dir deine Geschichte schon. Ja, aber ich bin wirklich ein Scout. Denn das ist genau das, was ich glaube. Schon bereit? Ja, nur zu. Der Liebeslöffel ist ein wunderbares Ding. Um deinen Eintopf zu löffeln, während die Stare zwitschern und jedes Löffelchen mit Liebe aufs Neue zu kosten. Vom Löffel, den dir deine oder dein Liebste oder dein Liebster einst geschenkt hat. Das ist es. Also ich bin sicher, das wird irgendwann Sinn ergeben. Du könntest doch einfach Donna fragen, was sie will. Ja, das kann schon sein, ne? Ich muss nur sehr heimlich vorgehen, um nichts zu verraten. Ich bin mir sicher, es ist nichts, mit dem ein weitestgehend qualifizierter Mail-Scout nicht klarkommen würde. Jo, wir sehen uns, Toff. Hoppala, ich habe noch ein Abzeichen gekriegt. Sorry, ich habe es gleich weggedrückt. Guck mal, der Scout ist wieder da. Hast du in letzter Zeit eine gute Post gefunden? Ich finde die Post nicht. Ich bekomme sie von den Leuten. Aber echt, das ist nur Finden leichter gemacht durch Leute. Brauchst du was? Ich bin im Wald herumgerannt und habe mich verlaufen. Könntest du mir den Weg zu Donna zeigen? Oh, das ist eine gute Idee. Donna sollte unten beim großen Brunnen sein, in der Nähe des Zauns. Kannst du nicht verfehlen. Sie hat eine Schneckenform. Weil sie eine Schnecke ist? Genau. Na gut, dann halte ich Ausschau nach einer schneckenförmigen Schnecke. Ich weiß, wo es zur Schnecke hingeht. Ich weiß nur, wie ich hinkomme. Und zwar, ich bin schon hier relativ richtig, merke ich gerade. Guck, wir gehen nämlich hier hoch. Dann hüpfen wir da rüber. Da hoch. So, gucke. Und schon sind wir relativ richtig. Glaube ich. So. Und dann gehen wir aber da hinten rum. Ich glaube, wir sind falsch. Nee, oder? Warte. Keine Ahnung, ich glaube, wir haben es verlaufen. So viel dann zum Thema, ich weiß, wo Donna ist, ich weiß es. Ja, komm. Also, zuerst mal gehen wir zu ihm, ne? Hallo. Sie haben dir das geschickt mit Briefmarke und allem. Sie haben, also, ja, egal. Wie auch immer. Also, niemals. Ich kann diesem Halunken nicht glauben. Wenn Sie nicht hören wollen, muss ich die Gangart verschärfen. Ich hatte wirklich gehofft, dass ich das nicht werde tun müssen. Um ihret und um meinetwillen. Ich reiche eine formale Beschwerde ein bei unser Vermieter. Soll das an unserem, aber egal. Wow, das ist ein ziemlich drastischer Zug, mein Freund. Ich meine, bist du sicher, mein lieber Kundechef, Sir? Ich hatte gehofft, dass es nicht dazu kommen würde, aber es muss getan werden. Na egal. Kannst du das Kiki bringen? Hast du es schon ausgefüllt? Ja. Die würden sowieso nicht zuhören. Den Weg, den Baum da hoch, hätte ich mir sparen können. Aber war es nicht eine tolle Lernerfahrung? Und was werde ich beim Gespräch mit deinem Vermieter erfahren? Bürokratie? Dafür gibt es doch bestimmt eines dieser Abzeichen. Ah ja, Abzeichen. Reg dich nicht drüber auf. Mit all dieser Erfahrung bekommst du sicher irgendein Abzeichen. Na, ich sollte lieber gehen. Jawolla, na komm. Ich will da rüber, weil ich will noch schnell bei Irene vorbeigucken. Wo ist Irene? Wo ist die kleine Irene? Die müsste eigentlich eher mehr da drüben sein, weil sie ja eigentlich Kiki beobachtet soweit. Ja, da oben steht sie. Gut, dann gucken wir mal jetzt, wie wir zu ihr kommen. Ah ja, ich weiß, ich hüpfe hier auf den Pilz. Dann fliege ich da rüber. Ungefähr so. Okay, also ich versuch's. Und dann noch ein bisschen höher. Nur mal sicher gehen und Abflug. Das wird knapp. Er hat genau gereicht. So. Ah, was war denn das? 5 Minuten in der Luft gleiten. So, gab ein Abzeichen. Sorry, ich habe es natürlich weitergedrückt. So, also, melde mich nach meinem langen und beschwerlichen Reise zurück. Ah, Rekrut, du hast es geschafft. Wie ist es gelaufen?
Es hat ein bisschen Überzeugungsarbeit gekostet, aber ich habe einen Fortschrittsbericht mitgebracht. Du hast eine dieser Skizzen in die Finger bekommen? Seltener Anblick. Du musst wirklich mit Worten umgehen können. Oder ein paar flinke Finger haben. Na, es braucht etwas Überzeugungsarbeit. Und er sagt mir, ich solle dir einen Haftungsausschluss aushändigen. Oh mon Dieu, es ist nur eine Skizze und nicht repräsentativ für das endgültige Werk. Sowas in der Art. Fühlt sich für eine Sekunde an, als wäre ich wieder in der Höhle. Hier, abgeschlossene Arbeit, da, Meisterwerk. Ich glaube nicht, dass ich jemals diese flüchtig fertigen Stücke gesehen habe, von denen er spricht. Ich wusste, dass es riskant war, mit ihm zu arbeiten. Ich wollte bei ihm im Zweifelsfalle für den Angeklagten gelten lassen. Ich verstehe null, was hier gerade abgeht. Irgendwie will ich doch gern eines dieser Meisterwerke sehen. So wie er drüber spricht, muss es wirklich etwas sein. Ja, würde man denken, ne? Oh, hoffe ich doch. Wenigstens habe ich einen zuverlässigen Vertrauten. Mumpf? Nein, ich meinte dich. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit Mumpf machen soll. Na, er hilft gerne. Ja, ich weiß. Ich habe einfach keine Ahnung, was ich ihm zuweisen soll. Ein Ratschlag. Die Arbeit mit Freunden ist problematisch. Vielleicht ist das der Grund, warum Janet so ist. Sie mag mich einfach sehr. Ich bin sicher, dass sie es ist. Ja, genau. Wie auch immer. Könntest du das an Mumpf ausliefern? Ich sollte ihm zumindest bezüglich unseres aktuellen Fortschritts auf dem Laufenden halten. Ei, ei, Boss. So. Hast du noch was zu sagen? Hey, Irene. Ich meine... Ja, okay. Nee. Ja. Ja. Ah, scheiße, jetzt hätte ich vielleicht doch vorlesen sollen. Ja. Du bist clever. Hast du schon die Nachricht gebracht? Ach ja, nee, habe ich noch nicht. So, das haben sie gesagt. So, dann würde ich mal sagen, gucke mal hier. Für heute war es das. Morgen gehen wir zuallererstes runter zu Kiki. Also ihr da, bringen ihr den Brief von Egbert, weil Kiki scheint Vermieterin zu sein. Und dann, naja, gehen wir zur Schnecke. Das ist eine gute Idee und überall anders hin. Huch, ich habe noch einen Brief für Schälchen. Wo ist denn das her? Egal, machen wir alles morgen. Ihr wisst ja, morgen, nur nicht heute, sagen alle Briefträgersleute. Okay, danke. Tschö.